Schöne gute Mitten, mehr wollten es haben. Begrüßen bei von Fall zu Fall als Schwätzen über Mietrecht, über ich verloren etwas, ich will etwas verloren, ich will in ein Haus wollen. Wie geht das? Fängt man mal einen Bremer-Kontrakt oder kann man sehen, Skiroi? Ja, also das ist wie bei immer ein Vertrag, also auch dann gültig, wenn nicht schriftlich ist. Das heißt, ich kann auch mündlich verloren. Ich kann so in Algerien schon durch ein Studium, hier spielst du, wolltest ja so ein kleinen Garçonnier, bezahl mir 1.000 € den Monat, dann hast du das an der Reihe. Ja. Dann hast du den mündlichen Mietvertrag. Das Problem ist immer, den zu beweisen. Wenn du mal nie Loyer bezahlen, dann wäre das relativ schwierig zu beweisen, dass man 1.000 € aufgemacht hat. Weil da hätte man natürlich Polizeien daheim, die das hören. Und das ist ein konkreter Fall. Ja. Dafür soll ihn immer einen schriftlichen Mietvertrag machen, daran festhalten, die wichtige Sache, wie viel Loyer ist es, wie viel Avancen auf Freie sind es, ein Etat des lieux machen, ganz wichtig. Weil wenn ich kein Etat des lieux möchte, dann also sich presupposiert, dass das in einem tadellosen Zustand wäre. Siehst du nur an der dir und war ja aber schon dran. Ganz genau. Und dafür muss ich als Lokatär, ist ganz wichtig, dass ein Etat des lieux möchte am Anfang, neben die Tätschen, die Lächer, die gerasse Blätter, Gott weiß wer, schön proper ablöscht. Wenn du den Fall gesagt zum Beispiel, du siehst, hier schon so viel, kannst für nichts oder wohnen, wir machen noch keinen Kontrakt, weil wir so gut kennen, und dann bin willst du mich aber nicht mit der Bahn Tisch. Das ist noch kein Beweis, dass ich der Suche gehen habe, oder du hast auch keinen Beweis, dass der Krit hast, weil da nie geflossen sind, und du willst mich aber rauskriegen. Das tun wir öfters, was wir immer mehr haben, als dass Eltern zum Beispiel Kinder wollen lassen. Ja, Kinder sitzen daheim, sie schaffen nichts. Hotel Mama. Gell, irgendwie wollen sie nicht aus dem Nast, da kannst du so ein Heim, Junge, es geht nur durch. Wenn du den Wink noch immer nicht verstehen ist, dass ich da allmählich Woche hinlebe am Annoncen-Teil von den Lokationen, irgendwann holen sie ein Urteil und dann gehst du verurteilt rauszugehen. Ja. Und selbst eine Freundin, die liegt bei der Hausen zum Beispiel, und irgendwann hast du da drüber, oder hat dich nicht mehr gerne, aber den würde ich ganz schön gerne. Auch dann hast du eine Toleranz, eben ein Recht, was dein Guinness, was du aber kannst, revokieren. Mit am normalen Mietrecht ist das schon nicht so. Ich meine, du hast einfach dein Appartement kaufen, zu investieren, für vom Amortissement fiskal akzeleriert zu profitieren, zum Beispiel an der Verlohnsten normal. Und da kannst du auch nicht mehr können, wenn du bis ein dran ist, auch wenn am Vertrag steht, dann selbst das Leute nie wissen, weil doch wirklich eine Anomalie ist. Auch wenn am Vertrag steht, ich verlohne dir für ein Jahr. Da kann den nur dem Jahr dranbleiben. Das heißt Prorogation legal. Für was steht dann überhaupt dran? Ich verlohne das für ein Jahr. Das ist ein gut Frage, weil du hast eigentlich als Vermieter nicht mehr Nachteile dadurch, weil du bist gehalten auf das Jahr. Ja. Geil, oder auf die 2 Jahre oder auf die 3 Jahre. Das heißt, wenn du willst, können zum Beispiel, wenn du Ehebedarf durchstecken von der Uni zurück, braucht ein Appartement selber, und du hast verloren auf 3 Jahre, aber dann musst du warten, bis die 3 Jahre rüber sind. Das ist du bist da gehalten. Also wird du sich besser, du gehst verloren à durée indéterminée. Da kannst du zu allem Moment können mit einem Präavis von 2 oder 3 Monaten. Mehr natürlich nicht mehr für eine richtige Ursache. Und zwar, eine gute Ursache ist natürlich, weil den anderen Vertrag nicht anhält. Kein Loyer bezahlt, alles futtig. Selbstverständlich kannst du da können, respektive vom Gericht, ob Gericht und Urteil sich irgendwo bei den Friedensrichter für ihn rauszusetzen. Oder eben, wenn du Ehebedarf kannst du können. Du kannst auch können, wenn du groß bestimmst. Das sind zwar ganz oft schwierige Fälle, wenn du dann in der Lokatär da sitzt, musst du das kontestieren, da musst du mit der Wie kommen, mit Plänen, mit Haien, und die hängen sich schon alle raus, und den sitzt nach dran, das heißt, du kriegst den nicht gemerkt, da gibt es ganz schwierige Situationen. Da muss auch ein Gesetz geändert gehen, dass das einfach mehr schnell geht, dass nicht du kannst jahrelange Schanzen abhalten. Wir holen einfach ein Miethaus, der Bobi hat das gebaut für rund 70 Jahre. Das muss einfach Haut ein Kern gehen, neue Leitungen. Gepimpt gehen. Voilà. Und das geht natürlich nicht, wenn Leute da sitzen bleiben. Das heißt, wenn ich rauskriege, just weil der sieht man nämlich geht, oder Lokamedi, nee, der Kontrakt ist bindend. Ganz genau, solange wir schön proper mein Loyer bezahlen. Wenn ich dann so Lokamedi von mir Kanner dran, da kannst du raus eben an dem Delay, wo eben der Gesetz festgehalten ist. Wenn ich dann lossetze, ich einen Monat mehr Kant dran, und da geht das darum, das wäre ja einfach. Ja, das geschieht heinz du.
de proprietär geht einfach dem get gegleeft, dat der so ass mé wanne geloren huet, da kann hawer ugesicht gefir Schulden ersetzt. Also wann der Kant nie dra geht oder geht immer ganz kurz dran und du kannst dat die Mens gut erklären fir wert wat wie sech wert. Go eng akut Leukämie festgestalt, dat muss lo an Kliniker geliefert gin op Brese. Dann gët eng klo Ursache wat net drabliwen ass. Also da muss da schon richtig gut können noweise. Sos gëst du verurteilt zu Schuldensersatz, an de Schuldensersatz ass mindestens EU-Loi. Ja, dat kann an Geld schon. Per Konter, wat nei ass seit dem Gesetz von 2006, Freier sind oft zu Tricke wie der Tod und ungewähnt gefähre lockert der Last zu gehen, die viel zu wenig Leihe bezahlt wird. An Haut kannst du der Leihe all 2 Jahre adaptieren. Das heißt, wahrscheinlich 2 Approchen, die einer sich verlohnen und den privaten oder sich verlohnen und ein Geschäft. Kommt ja genau am privaten. Nee, wir schwätzen nur über die privaten. Die privat. Und wenn eine private verlohnen, wie viel darfst du Leihe dann nun haben? Es gibt eine Maximalgrenze, die am Gesetz steht, von 5% vom Kapital investi. Das heißt, den Abkaufspreis, eventuell so die Dragestachel, Renovationskosten und so weiter, auch nicht multipliziert mit einem Koeffizient, von das für 10 Jahre wäre oder für 20 Jahre wäre und so weiter. Das ist der Kapitalinvesti. Davon kannst du maximal 5% als Jahresloyer froh. Das heißt, du hast 500.000 investiert, also 5% 25.000, das ist dein maximale Jahresloyer. Geteilt durch 12, dann hast du dein Monatsloyer. Mir auch doppelt nicht. Ausnahmen, ich kann das doppelt frohen, 10%, wenn mir will das. Mir dann richtig mivleiert, nicht einfach nur ein Matras, also richtig komplett mivleiert. Und du hast aber egal, ob das von einem großen schwedischen Ding aus oder bei deinem Designboutique ist. Ganz genau, mir muss komplett mivleiert sein. Und den zweiten Möglichkeit, das von große Luxus ist. Weil das Gesetz ist so gemerkt, für normale Menschen zu schützen und nicht für so nur den Pariser Bijoutier, den nachher wohnen können, dann den Marbers Whirlpool, nur, da Gott weiß, also wenn Grand Luxe ist, ganz teure Appartement. Kann ich noch. Du kannst du da froh, was du willst. Wenn du zum Beispiel Sengal Brak, ich fand keine Ahnung, Wohnungen schön, die du fragst mit viel Loyer. Darfst du die Loyer froh, was du willst? Nee, du hast gesagt, die 5%. Ja, du hast so geschrieben, weil die Freiheit dich gerade rausgehört und du wirst froh, etwas zu kriegen. Und du sitzt da und sagst, so hat den hohen Räume stogeschlossen. Ja, das ist immer 1.000 Euro und das ist so weit über die 5%, schon das lässt auf der Tele bei von Fall zu Fall. Lo Managers oder gehen. Kannst du machen, mir riecht noch 6 Monate. Weil das einfach so den kleinen Stroph, die du kriegst, weil du nicht 4 Drohnen informiert hast. Und dann kannst du so der Kapitalinvesti dokumentieren, wir den, kommen setzen den Loro auf die legal maximal heißt, von, an diesem Fall kommen wir so 750. Da sind ich normalerweise d'accord, oder so, mein Scherer, du hast nicht da. Die Rechnung vom Bootswert, die ich gerade gesagt habe, ich kann durchaus beweisen, dass man nicht über die 5% sind. Und da war Head of Headcount, gibt man für eine Mietkommission streiten. Die kannst du einen Expert nennen, der kalkuliert, was ist mein Kapital investiert. Andogehen kannst du dann noch Appell machen, nächstes für einen Friedensrichter, den dann die Loyer festlegt, Moment vom der. Aber wie gehe ich an erster Instanz, wenn ich eine Menge merken zu wissen, du hast mal zu viel gefroren? Bei der Proprietären, da schwätzt du mit dem. Was gibt als Organ vom Staat, wo ich mich ernähren kann, oder Konsumentenschutz, Mietkommission, gibt es nicht so Sachen? Nee, es gibt nicht so Sachen. Das Gesetz selber ist erklärt beim Konsumentenschutz. Auf anderen Seiten, das finden, das lässt sich nur vollziehen. Aber Schluss ist es schon froh, was ist das Kapital investiert? Und das weißt du als Bürger normalerweise nicht. Du kannst das zwar den Akt besuchen, wo der gekauft wird, weil das ist ja all öffentlich. Ja, aber du weißt nicht, was du bezahlt für die Putzmann, für die Neuheizung. Ja, ganz genau. Also wenn du wirklich in Zweifel hörst, mengen nicht wie das normal, du gehst mal einen Proprietär schwätzen, also dann hast du den Zweifel, dass man nicht so viel in Loyer. Aber etwas rar, haut es das, sind Loyer eigentlich meistens unter den 5%. Also das ist ganz, ganz rar, dass den über den 5%. Ja, das ist nicht unbedingt richtig, weil die Kaufpreise sind auch immens hoch. Du kannst gut 5% frohen bei ganz vielen Immöbeln, sonst gibst du keinen Menschen mehr fanden, für zu lohnen. Also ein Investisseur, der eine gute Lehre bekauft, als Haut ist der auch schon mal 3 oder 3,5 und mehr wie zufrieden. Besonders zur Zeit, wo du auf der Bank Null geht. An geschwollen Strafzinsen, also ich gehe mal meinen Schroden, hol der so und dann kaufe die Möbel.
Voilà, und dann ein kleiner Tipp kriegt für die Zukunft, was macht man ihre Suchen, Roy sieht, kauft die Möbeln. Wir sind froh, dass noch geleistet hat. Wir hoffen, dass wir euch gut geholfen haben. Und wir sehen uns rum, wenn es heisst, von Fall zu Fall.